Hey, wir haben letzte Woche zusammen davon geredet, dass Gott will durch uns durchwirken. Und eigentlich wollen wir heute gerade an diesem Punkt anknüpfen. Und zwar vertiefen wir das Thema noch ein bisschen. Es geht heute nämlich über Vollmacht. Habt ihr gewusst, dass Jesus jedem von uns Vollmacht gegeben hat? Eine bestimmte Vollmacht. Wir lesen das in Lukas 10,19. Und zwar steht dort: Seht, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und Vollmacht über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch schaden. Das hat er zu seinen Jüngern gesagt, also sagt er das auch zu uns als seine Jünger. Und ich finde das so eine krasse Aussage, so ein Zuspruch. Hey, wir haben Vollmacht über alles, was der Feind tun will. Wir haben über seine Gewalt, ganze Gewalt, Vollmacht. Und das ist etwas unglaublich Krasses. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das wirklich annehmen. Weil wenn wir wirklich bedingungslos und ohne etwas zurückhalten in diese Vollmacht hineinstehen, dann verändert es wirklich unser Leben. Ich glaube wirklich, es verändert unser Leben. Und darum lass uns reinsteppen. Der Luki wird uns mit reinnehmen, was es genau bedeutet, Vollmacht von Jesus zu haben. Luki, nimm uns mit in den Abend. Come on, hey, danke vielmals, Sven. Wie du schon gesagt hast, das Thema ist Vollmacht. Und ich habe heute einfach die Ehre, 20 Minuten lang mit euch zusammen das Thema anzuschauen. Und zum einen darf ich preachen, aber zum anderen preache ich auch zu mir selber. Ich preache nicht nur zu euch, weil ich merke, Jesus und Gott haben mich die letzten paar Wochen und Monate einfach auf den Weg genommen, wo er mir das Thema wieder neu offenbart hat. Und darum freue ich mich mega, was er heute Abend vorhat. Darum lade dich ein, mach dein Herz weit auf und lass uns zusammen das Thema anschauen. Wir sind in der Serie Jesus in Me. Und ich finde es so ein essentielles Thema. Weil wenn wir darüber reden, Jesus in mir, dann ist Vollmacht automatisch auch irgendwo durch im Spiel. Ich werde euch reinnehmen in eine Geschichte. Es ist eine Geschichte nach wahrer Begebenheit aus dem Zweiten Weltkrieg. Wenn du jetzt vielleicht Historiker bist und denkst du, yes, endlich. Für alle anderen, es ist eine wahre Geschichte, die ich glaube, zeigt uns einen Punkt mega cool auf. Und zwar, gerade wo der Zweite Weltkrieg angefangen hat, haben die Nazis mit dem Blitzkrieg Franzosen und Belgien, die zwei Länder, relativ schnell eingenommen. Artillerie haben sie beschossen, Panzer sind vorwärts gestoßen. Und relativ schnell sind Franzosen und Belgier in die Bedrängnis gekommen. Und die Nazis haben sie immer weiter zurückgedrängelt. Immer weiter zurückgedrängelt. Bis sie am Schluss, ich habe euch ein Bild mitgebracht, bis sie am Schluss in der Hafenstadt Dunkirk wie zurückgedrängelt worden sind. Und dort haben sie im letzten Moment noch ihre Fronten wieder aufbauen und haben können standhalten. Und der Winston Churchill hat dann die Operation Dynamo ins Leben gerufen. Dort war eine Operation, wo er seine Kriegsschiffe von Britannien geschickt hat, um die Hunderttausende von Soldaten, die dort in dem Dunkirk gefangen waren, um die zu retten. Aber das Krasse ist, er hat irgendwie 9 Kriegsschiffe gehabt und die hat die losgeschickt. Und für 100'000 Soldaten unmöglich. Und dort hat er das Volk aufgerufen, mit allem, was sie haben, all die ein Boot haben, all die irgendetwas haben, das schwimmt, Teil sein von dieser Operation. Und es ist dann so gegangen, dass der Yachtbesitzer hat sich entschieden, auf seine Yacht zu kumpen, rüberzufahren und ist nach Dunkirk gefahren, hat Soldaten aufgeladen, so viel wie möglich, und ist wieder zurück nach Britannien. Der Fischer hat das gemacht und der Segler hat das gemacht, all die privaten kleinen Bötchen. Und am Ende waren es 860 Boote, die in das Schlachtfeld hineingezogen sind. Unter Beschuss von deutschen U-Booten und so weiter. Und sie haben vom 20. Mai 1940 bis 5. Juni sind über 338'000 Soldaten gerettet worden. Weil sich Zivilisten entschieden haben, ich werde Teil von diesem Kampf, ich werde Teil von dieser Schlacht. Und dort ist der Name Dunkirk Spirit entstanden.
Das sind genau die Zivilisten, die sich entschieden haben, doch, ich trage mit, doch, ich engage. Und ich werde euch heute Abend reinnehmen in die Realität, dass du und ich, wir leben auch in so einem Schlachtfeld. Vielleicht siehst du es nicht, vielleicht merkst du es nicht, vielleicht denkst du, ja, Luki, Zweiten Weltkrieg haben wir nichts, haben wir ein bisschen geschaut. Ersten Weltkrieg haben wir ein bisschen geschaut. Uns in der Schweiz geht es easy, es ist alles smooth. Aber ich muss dir sagen, in der geistlichen Welt befinden wir uns genau in so einem Schlachtfeld. Es gibt eine geistliche Welt. Und meine Frage an dich heute Abend ist, willst du engagieren? Willst du mitwirken? So wie die Briten, die ihr Segelbötchen genommen haben und unter Beschuss übergesegelt sind, als einfache Seemänner oder als Familienvater und Soldaten gerettet haben. Meine Frage an dich heute Abend ist, willst du ein Teil dieser Mission sein? Epheser 6,12. Da lesen wir. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Also die Bibelstelle beschreibt uns grundsätzlich, denn unser Kampf richtet sich nicht. Im dritten Wort kommt schon das Wort Kampf vor. Du und ich, wir befinden uns in einem geistlichen Kampf, wo geistliche Welten miteinander in einem Kampf sind. Ob du es glaubst oder nicht, aber Epheser 6 heißt es, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Und schaut, ich glaube, es gibt zwei Typen von Christen. Es gibt den ersten Typ, ich nenne den so ein bisschen den Liegestuhl-Christ. Der hockt da, chillt auf seinen Liegestuhl, schafft ein bisschen an seinen Tanlines, dass er schön braun ist und versucht, sein Leben möglichst smooth und easy zu leben. Und dann gibt es den zweiten, den Dunkirk-Spirit-Christ. Der Christ, der reinsteht. Der Christ, der sagt, hey, es ist ein Kampf und ich bin mich dem bewusst und ich werde in die Vollmacht hineinstehen und ein Teil von Gottes Rettungsmission sein. Und spannend an dem Ganzen ist, ich glaube nämlich, dass der Liegestuhl-Christ, der es gemütlich anchillt und eigentlich seine Augen verschliesst von der Realität, dass da ein geistlicher Kampf rum ist. Dass der dies nah, immer weiter in die Decke gedrängelt wird. Immer weiter in die Decke. Weil er ist sich den Kampf nicht bewusst, aber Satan greift an. Und er lässt sich immer weiter hintertreiben. Und ich frage dich, willst du da im Ecke, wo nicht mal mein Licht anscheint, da hinten im Ecke sein? Als ein Christ, der besiegt ist. Du bist gleich im Himmel, du kennst Jesus gleich, aber du lebst dein Leben als ein Besiegter. Oder willst du Teil von dieser Mission sein? Willst du Teil von dem Geschehen sein, wo du reinstehst in die Vollmacht? Wo du Teil vom Rettungsplan bist? Come on, mein Herz ist, dass wir heute Abend einen kleinen Glimpse, einen kleinen Hauch davon erleben, was Gott für eine Vollmacht hat. Und dass er dich dafür brauchen will. Ich will aber noch ein bisschen zurückspulen. Und zwar, wie ist es denn überhaupt zu diesem Kampf gekommen? Luki, du erzählst jetzt immer Kampf und geistliche Welt und irgendwie ist mir das alles voll nicht klar und bewusst. Ich lebe hier in der Schweiz, ich gehe in die Schule oder studiere. Hey, ein bisschen Wasser, das ist super, ich habe ein sehr trockenes Maul. Danke vielmals, Aline, danke vielmals. Geben wir einen Applaus für Aline. Gutes Schlückchen Wasser. Yes. Eben du lebst da vielleicht in der Schweiz und denkst, ich habe eigentlich nicht so viel mit dem am Hut. Ich lese es in der Bibel, aber irgendwie sagt es mir voll nicht viel. Und ich werde mit euch kurz anschauen, wie ist es überhaupt entstanden? Ist da ein Gott der war im Paradies und hat einmal eines Tages gedacht, ist alles ein bisschen harmonisch, ist mal alles ein bisschen zu relaxed, komm, wir arbeiten ein bisschen Dissens oder so. Ein bisschen eine Ungleichheit. Nein, ich glaube, das war es nicht. Ich glaube, es war folgendermaßen. Und der Teil, den ich jetzt erzähle, das ist einfach meine Theologie. Das sind ein paar Bibelverse, die ich dir daraus nehme. Und es ist nicht in Stein gemeißelt.
Aber so interpretiere ich die Verse. Und zwar glaube ich, dass Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Gott ist zuoberst, wenn wir da über Autorität, über Vollmacht reden. Und bevor die Schöpfung, bevor jetzt der Mensch geschaffen worden ist, glaube ich, hat Gott Engel geschaffen. Hat Gott ganz verschiedene Arten von Engeln geschaffen. Da steht jetzt zum Beispiel Satan. Satan war ein Engel am Anfang, hat Luzifer geheissen, von der Anbetung, von den Instrumenten. Gott hat ganz viele andere Erzengel geschaffen, wie der Michael, der Gabriel. Und das sind wie so die obersten Engel gewesen. Und da kann man auch theologisch sagen, ist jetzt Satan ein Erzengel oder nicht. Ich sage einfach, das sind Engel von einem höheren Rang. Das war noch vor der Schöpfung, also vor der Schöpfung des Menschen, Entschuldigung. Weil ich glaube, Gott hat Engel geschaffen. Und unten dran sind die Engel. Und nachher ist erst der Mose gekommen, 1,1, und Gott hat die Erde geschaffen. Gott hat den Menschen geschaffen. Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen. Gott hat dem Menschen gesagt, gang auf die Welt. Herrsche über die Welt. Verwalte die Welt. Und Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen. Also er hat ihn auf eine höhere Ebene getan. Und wo Gott den Menschen geschaffen hat, hat er ihn auf diese Ebene getan. Unter ihm ganz klar, aber nach seinem Ebenbild und als Herrscher über die Welt. Und ich nehme jetzt mal die Engel da ein bisschen weg. Da kann man theologisch dann sagen, wo sind jetzt die ganz genau gewesen. Ich möchte uns mal auf die 3 fokussieren. Und zwar ist dann etwas passiert, der Sündenfall. Ich glaube, Satan, einer von diesen höheren Engeln, ein Cherubim, er hat gemerkt, dass Gottes Plan ist, den Menschen über ihn zu stellen. Und ist so neidisch geworden, ist eifersüchtig geworden und hat sich so gegen Gott verschworen. Wir lesen das im Jesaja 14, 13 bis 14, dort heißt es, denn du dachtest dir, ich werde zum Himmel aufsteigen und mir einen Thron über den Sternen Gottes machen. Ich werde weit im Norden auf dem Berg der Versammlung sitzen. Ich werde in die Wolken aufsteigen und mich dem Höchsten gleich machen. Satan hat es nicht aushalten, dass jemand über ihm ist. Und er hat sich gegen Gott gestellt. Und wir sagen etwa, theologisch gesehen, 1/3 von allen Engeln haben sich Satan angeschlossen und sie haben gegen Gott rebelliert. Und dann kommen wir zum Sündenfall, wo Satan, Adam und Eva anfängt zu versuchen. Weil Adam und Eva sind am Königreich von Gott, am Königreich von der Liebe, am Königreich von der Güte, am Königreich, wo sie herrschen auf dieser Welt unterstellt waren. Und Satan hat sie versucht. Und die Menschen, Adam und Eva, haben sich entschieden, selber zu wählen und selber der Sünde nachzugehen. Und sie haben der Sünde nachgegeben und sie haben sich somit am Königreich von Satan unterstellt. Und in dem Moment, wo Adam und Eva sich gegen Gott entschieden hat Satan, einer der höchsten Engel, theologisch gesehen, ob es jetzt ein Erzengel ist, einer von denen, einfach von den höchsten Engeln, hat sich so die Rolle gewechselt. Und es heisst in der Bibel, Satan ist der Herrscher auf der Erde geworden. Und der Mensch hat seinen Stellenwert abgegeben. Und dann Tausende von Jahren später ist ja Jesus ins Spiel gekommen. Jesus ist als Mensch geboren. Er hat 30 Jahre lang da gelebt. Dann ist er getauft worden und tauft im Geist und hat angefangen, sein Ministry zu starten, 3 Jahre lang, ist für deine Sünde und für meine als Kreuz. Er hat das, was das Totenreich, Lügen, Zerstören, Stellen, hat er alles auf sich genommen an dem Kreuz. Ist gestorben, ist ins Totenreich runtergegangen, 3 Tage. Ist wieder auferstanden und hat so das Reich vom Tod besiegt. Durch Jesus Christus haben wir wieder einen Weg, zum unseren Stellenwert einzunehmen. Und darum heisst es auch, Jesus Christus ist der einzige Weg. Wenn du Jesus nicht kennst, bist du immer noch am Reich vom Tod, vom Stellen, vom Zerstören unterworfen. Mit Jesus Christus, darum heisst es, Jesus ist der einzige Weg zum Vater, haben wir wieder eine Beziehung zum Vater und eine Vollmacht. Wir haben Vollmacht durch Jesus. Und schaut, ich glaube, wir haben keinen Grund, um als Besiegte zu leben. Ich finde es noch spannend, am Anfang, wo Jesus sein Ministry anfängt, kommt Satan und sagt,
stellt ihn irgendwo höher noch mit an und sagt, ich gebe dir alle Macht auf dieser Erde. Ich gebe dir alle Macht, alles, was du siehst, du darfst herrschen. Und Jesus sagt nicht, dass er falsch ist, weil Satan ist dort Herrscher über Erde gewesen. Jesus hat sich entschieden, an das Kreuz zu gehen für dich und mich. Und hat sich entschieden, den Tod zu überwinden. Und nachher lesen wir, als er gestorben ist und wieder auferstanden ist, kurz bevor er in den Himmel gegangen ist, lesen wir Matthäus 28, 18. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Taufen sie auf den Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Und lehret sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. Also es ist spannend, am Anfang sagt Gott oder sagt Satan zu Jesus, schau, kannst alles haben. Satan wollte da so einen Shortcut, eine Abkürzung geben, aber Jesus ist den Leidensweg gegangen, dass du und ich heute wieder in die Vollmacht gehen. Geht raus und macht Jünger, ich bin mit euch, alle Tage. Durch den Heiligen Geist haben wir die Kraft, wo wir in dieser Vollmacht leben. Und ich wollte euch in eine Story hineinnehmen. Vor einigen Jahren bin ich in Australien gewesen. Dort gibt es so Vanilla Cones. Das sind so kleine Glaces im McDonald's, sind super, haben 20 Cent gekostet. Hast du schauen, dass es nicht zu viel ist, sonst hast du einen riesen Ranzen gehabt. Für 20 Cent, da bin ich dort in dem McDonald's gehockt, habe gemütlich an meinem Vanilla Cone geschleckt und habe die Bibel neben mir auf dem Tisch gehabt. Auf dieser Bibel hat es den Namen von Jesus. Da steht Jesus, Emmanuel, Rock, Deliverer, Cornerstone, Bread of Life und so weiter. Hat den Namen von Jesus drauf. Und wo ich dort so hocke, spricht mich plötzlich eine Frau an. Und sagt, hey, are you a Christian? Bist du ein Christ? Und wir fangen zusammen zu reden. Und die Frau fängt mir an zu erzählen, dass sie auch in der geistlichen Welt unterwegs ist. Sie fängt mir an zu erzählen, dass sie ein Ritual macht. Und so hat sie Kraft in der geistlichen Welt bekommen. Aber nicht für das Reich vom Vater, sondern von Satan, von Luzifer, von dem gefallenen Engel. Und sie sagt, dass sie im Geistlichen, sie machen ein Ritual und dann laufen sie durch Gebiete durch. Sie laufen durch Gebiete, durch Häuser, durch Regionen im Geistlichen und verfluchen Sachen. Im Geistlichen verfluchen sie Sachen. Und das Krasse ist, das hat sie mir erzählt, dass nachher in Realität spielen dort, zum Beispiel haben sie irgendwie einen Fußgänger verflucht, hat sie erzählt, und dort passieren Unfälle. Oder sie verfluchen Regionen und dort passiert Tod, Zerstörung und Sachen werden gestohlen. Und die Frau hat Macht im Geistlichen, hat dort Sachen gebunden und sie sind auch im Körperlichen gebunden gewesen. Und das Krasse ist, die Frau redet weiter mit mir und sagt, schau, mir ist Jesus mal begegnet. Und Jesus hat mir gesagt, ich will dich in meinem Königreich. Komm in mein Königreich. Das Einzige, was du machen musst, ist, du musst deine Macht abgeben und dich mir unterordnen. Und die Frau sagt zu mir, ich habe mich dagegen entschieden. Ich bin mir bewusst, dass ich ein Leben lang ewig getrennt wird sein von dem Vater. Aber ich habe so viel Kraft in dieser geistlichen Welt, die habe ich behalten. Und dann kommt das Krasseste, was die Frau sagt. Die Frau schaut mir in die Augen und sagt, hey, if you Christians know how powerful prayer is, you would be praying 24/7 on your knees. Wenn ihr Christen wüsstet, wie mächtig euch ein Gebet wäre, dann würdet ihr 24 Stunden, 7 Tage in der Woche beten. Weil amigs hat sie erzählt, ist sie rumgelaufen und hat Sachen verflucht und es hat null Wirkung gehabt. Und es hat dann keine Wirkung gehabt, wenn Christen, die in die Vollmacht hineingestanden sind und Räume gesegnet haben, Häuser gesegnet haben, Regionen gesegnet haben. Und die Frau hat gesagt, sie hat null Vollmacht gehabt. Hey, wie crazy ist das? Schau, ich weiss nicht, wieso die Frau mir das erzählt hat. Eigentlich hat sie war voll im Satanismus hinein und sie hat mir das erzählt, aber ich glaube, Gott hat sie benutzt. Und meine Frage an dich heute Abend ist, willst du den Dunkirk Spirit? Willst du in die Vollmacht hineinstehen und Teil von dem Rettungsplan sein? Oder willst du ein Liegestuhl-Christ sein und immer weiter in die Ecke gedrückt werden? Matthäus 16, 19 lesen wir.
ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Was für ein kräftiger Satz, was für kräftige Aussagen. Was du löst, ist im Himmel. Und mit Himmel kann man da auch den geistlichen Himmel sehen oder den Himmel, je nachdem, wie man es übersetzt. Was du im Geistlichen löst, hat im Körperlichen eine Auswirkung. Und vor 4-5 Monaten hat es mich verwünscht. Corona hat mich verwünscht. Ich bin 2 Wochen krank gelegen in meinem Bett. Ich bin die Leiche gewesen. Ich bin wirklich hochkrank gewesen. Und am Abend, wo ich fast 40 Grad Fieber hatte, lege ich so dort und schlafe ein. Und mitten in der Nacht wache ich auf. Und ich merke so im Halbschlaf, irgendetwas ist gar nicht gut. Irgendetwas ist da im Raum. Und ich mache meine Augen auf. Und unten an meinem Fußende sehe ich 2 Gestalten, schwarze Gestalten. Das war vor 5 Monaten. Die Gestalten haben so ausgesehen wie zum Beispiel von Lord of the Rings, da die Ringwächter, die Ringträger oder wie die heißen, so schwarz, nur dass ihre Silhouetten ganz verschwommen sind. Und ich merke in dem Moment, da sind dämonische Angriffe da. Da ist ein geistlicher Kampf in meinem Zimmer momentan. Und dann ist mir der Vers Matthäus 16, 19 in den Sinn gekommen, was heisst, bindet im Geistlichen und es wird gelöst. Und ich bin dann in ihm aufgewacht und habe dann angefangen, im Namen Jesus Christus von Nazareth die 2 Dämonen rauszubefehlen und die haben langsam weichen, sind durchs Zimmer, durchs Fenster und weg. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, wie im Geistlichen ein riesen Frieden gekommen ist. Ich sage dir heute Abend, das ist nicht der Luki, der irgendetwas macht. Das ist der Heilige Geist in dir und in mir. Und du hast den Zugriff auch auf die Vollmacht. Ich werde euch in eine andere Story nehmen. Come on, hey. Ich hoffe, ihr mögt noch. Come on. Ich war jahrelang pornografiesüchtig. Und immer wenn ich habe lange damit gestruggelt und immer wenn ich zu Abend oder wenn ich am Tag durch konsumiert habe und zu Abend gehe ich ins Bett und mache meine Augen zu und ich sehe all die Bilder in meinem Kopf. All die Bilder. Und auch obwohl ich in der Sünde gelebt habe und ich habe dagegen angekämpft und ich bin wieder gefallen und so weiter, habe ich gemerkt, dass ich 100 Mal habe ich im Namen von Jesus die Bilder nehmen und sie brechen und sie wegschicken und sie sind 100 Mal von 100 Mal instantly, sofort gewichen. Du hast Autorität, du hast Vollmacht in deinem Leben. Unsere Serie heisst Jesus in me, dass du dein Leben, diese Vollmacht ausleben darfst, aber auch, dass du ein Licht wirst und raustreibst, die Vollmacht, die Gott dir gegeben hat. Amix bei uns Christen kommt es mir so vor, als ob wir so heimkommen vom Arbeiten, wir laufen durch die Tür, laufen rein und plötzlich ist die Tür offen. Wir denken, wow, shit, was ist da los? Laufen rein, schauen um, Scheiße, irgendjemand ist da etwas am Klauen. Irgendetwas ist geklaut worden. Laufen weiter, shit, Einbrecher sind immer noch im Haus. Und wir rufen die Polizei an. Und die Polizei kommt, Sirene, fährt vorne an, ein riesiges Geschwader von Spezialeinheiten. Und dann stehen sie vor dem Haus. Und dann fangen sie plötzlich an austauschen. Wir haben eigentlich mega viel Vollmacht, wir sind eigentlich geile Siechen, klopfen sich gegenseitig auf die Schultern, fangen an Lieder singen, wie Vollmacht sie haben. Aber sie gehen gar nie in das Haus hinein, gar nie in diesen Kampf hinein. Und amix, also nicht nur amix, relativ häufig verwünsche ich mich so als ein Polizist. Gott hat uns Vollmacht gegeben, zum Reingehen, zum Engagen, zum Teil davon zu sein. Die Polizisten hatten die Kraft gehabt, zum Reingehen, Handschellen anlegen und raus. Und so viel erwische ich mich, wenn ich vor dem Haus stehe, Gott anbete und ihm Danke sagen, wie Vollmacht ich kann. Aber ich gehe gar nie selber in meine Vollmacht hinein. Da verwünsche ich mich täglich. Und ich sehe mich mega in dem. Aber ich glaube, Gott hat uns Vollmacht gegeben, zum auch reingehen. Durch Jesus Christus haben wir den absoluten Zugang zu Gott wieder. Wir haben den absoluten Zugang zum Heiligen Geist. Wenn du den Jesus Christus in dein Herz eingeladen hast, wenn du umgekehrt hast von deinen alten Wegen, dann hast du die Kraft vom Heiligen Geist in dir. Und du darfst Herrscher auf dieser Erde sein. Du darfst Herrscher über dein Leben sein, aber auch über die Mitmenschen.
Ich glaube nämlich, dass die Vollmacht haben wir alle bekommen, wenn du mit dem Heiligen Geist unterwegs bist. Aber die Erkenntnis von der Vollmacht, die lässt uns wirklich in Vollmacht leben. Und die Erkenntnis von der Vollmacht kommt aus unserer Beziehung zum Heiligen Geist. Unsere Beziehung zum Heiligen Geist schenkt uns Erkenntnis. Und wenn wir die Erkenntnis haben, dann können wir in die Vollmacht hineinstehen. Können in geistlichen Sachen brechen und es wird etwas passieren. Es gibt die Story von diesen Jungs aus dem Neuen Testament. Ich weiß jetzt nicht mal, wie viele das sind. Irgendwie 9 oder 8 oder 12. Es sind Jungs, die rumgelaufen sind und haben Dämonen im Namen von Jesus austrieben. Und irgendwann sind sie mal bei einem im Haus und haben gesagt, im Namen Jesus Christus, gang raus. Oder ich weiß auch nicht, wie es genau ausgesehen hat. Und dann schaut sie den Dämon an und sagt, spannend, Jesus kenne ich. Von Paulus habe ich auch mal etwas gehört. Aber who the heck are you? Wer sind ihr? Und der Dämon übernimmt, also die dämonenbesessene Person, hat Kraft, verprügelt die Jungs so stark, dass die splitterfasernackt aus dem Haus rausrennen und davon. Und weißt du, so ist das, glaube ich. Die Jungs haben zwar den Namen von Jesus gekannt, aber die haben keine Beziehung gehabt. Und ich möchte euch ermutigen, geh in die Beziehung. Suche nach der Erkenntnis von dieser Autorität. Es heisst Jesus in mir, dass du in die Autorität hineinwachsen mit dem Heiligen Geist und dass du ein Unterschied sein. Entdeck das Potenzial und wird auch du zum Vollmachtsträger. Jesus hat es gezahlt. Du darfst es abholen. Du darfst mutig sein. Ich möchte noch eine letzte Story kurz erzählen. Jetzt habe ich viele Storys einfach so ein bisschen über mein Leben erzählt, aber ich glaube, wir sind berufen, gerade auch in dieser Serie, Jesus in mir, wir sind berufen zum Rausgehen. Hey, Corona hat das und wir wissen nicht mehr, wohin. Wir haben alle Angst, oder die Welt hat Angst, weil sie haben keinen Halt. Und eine Story, die ich zum Beispiel habe, ist, wir sind mal als Gruppe unterwegs gewesen und eine Frau kommt zu uns. Und die Frau fängt uns an zu erzählen von, sie hat seit Jahren Schlafprobleme. Seit Jahren schlaft sie 1, 2 oder maximal 3 Stunden pro Nacht. Sie hat auch dementsprechend ausgesehen, so Augenring, mitgenommene Frau. Und wir haben so als Gruppe angefangen für sie zu beten. Als Gruppe angefangen, die Geister brechen, die sie stören zum Einschlafen, Frieden hineinsprechen, Ruhe in ihr Herz, ihren Geist und ihre Seele. Und dann sind wir da voll am Betten, laut und aufgedreht. Und irgendwann merkt man so, die schlaft ja. Und die Frau hat jahrelang Schlafprobleme gehabt. Und die 2-3 Minuten, wo wir da hektisch irgendetwas gebetet haben, fängt die Frau plötzlich an tief zu schlafen, weil wir haben gemerkt, wir können etwas einnehmen im Geistlichen und es hat Auswirkungen auf die körperliche Welt. Da haben wir sie aufgeweckt und die Frau hat gestrahlt über alle 4 Backen. Schaut, ich möchte euch ermutigen heute Abend. Nehmen wir den Dunkirk Spirit. Der Spirit, wo wir mutig sind. Es ist eine Schlacht, das ist ein Fakt. Wir sind in einer Schlacht. Aber wir sind mutig und mit dem, was wir haben, stehen wir ein. Und mein Motto ist immer, ich will dem Heiligen Geist so viel Raum geben wie möglich. Auch wenn es nicht passiert, ich will ihm trotzdem so viel Raum geben wie möglich. Auch wenn es nicht passiert, ich will trotzdem im Geistlichen etwas proklamieren. Auch wenn es nicht so passiert, wie ich es will, wie ich es mir vorstelle, ich will trotzdem reinstehen. Darum, Freunde, lass uns kein Liegestuhl-Christen sein. Sondern nicht Träume von jungen Männern und Frauen, was wir da haben, tonnenweise Geniale und online, die aufstehen und sagen, hey, ich will Teil von dieser Mission sein. Ich will Teil von dem sein. Gott ist stark in deiner Schwäche. Alles, was du musst, ist die Erkenntnis mit dem Heiligen Geist abholen, die Beziehung pflegen und dann let's rock'n'roll. Amen. Come on. Wie inspirierend ist das? Sorry, das ist so inspirierend. Ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen. Weißt du, Gott hat uns eine Vollmacht gegeben, wie es der Luki jetzt die ganze Zeit gesagt hat. Und weißt du, was bedeutet eine Vollmacht? Es bedeutet alles, was Gott hat, das gibt er dir. Alles, was Gott hat, hat er seinem Sohn Jesus Christus gegeben und uns gibt er für alles von dem Zugang. Wie wenn du jemandem Vollmacht gibst auf dein Bankkonto. Er hat Zugang auf alles, was dort drauf ist. Und genau das Gleiche macht Gott mit uns im Geistlichen. Wir haben Zugriff auf alles und ich glaube nicht, dass Gott uns das gibt,
damit es einfach dort liegen bleibt. Sondern er will, dass wir reinsteppen. Er will unbedingt, dass wir reinsteppen. Darum sagt er, ihr seid meine Stellvertreter auf dieser Welt. Hey, und ich möchte uns einfach ermutigen, lass uns das machen. All das, was der Luki erzählt hat. Weißt du, was die Frau gemacht hat? Die Frau, die für das andere Königreich kämpft. Sie ist reingegangen und hat ihre Autorität, die ihr Herr ihr gegeben hat, genutzt. Aber lass uns gleich sein. Lass uns die Autorität, die unser König uns gegeben hat, auch nutzen. Weil sie ist so viel mal stärker. Und weißt du, genau gleich wie die Frau in Gebiet gegangen ist und einfach verflucht hat und das hat Wirkung gezeigt, können wir in Gebiet hineinlaufen, wo wir merken, wow, da fühlen wir uns unwohl, da ist ein komischer Geist rum und können segnen und es wird genau gleich Wirkung haben, noch viel mehr, weil unser Segen steht immer über dem Fluch vom Feind, immer. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, du kannst das in deinem Alltag machen. Hey, wenn du jemanden kennst in deinem Umfeld, wo du merkst, wo dieser Person geht es nicht gut, seelisch, geistig, dann kannst du Raum einnehmen, du kannst proklamieren für diese Person im Geist. Und du musst für das auch nicht auf die Person zugehen und sagen, hey, du bist einfach von einem bösen Geist befallen, ich tue dir jetzt den austreiben. Du kannst das einfach im Stillen für dich machen und dein Glaube, deine Proklamation wird Welten verändern wie dieser Person. Ich bin überzeugt von dem. Und liebe Freunde, lass uns das machen. Gott hat uns nicht berufen, zum Liegestuhl Christen zu sein, sondern er hat uns berufen, zum Reingehen und all die Vollmacht nehmen.